Goedemorgen, Lebenswasser. Mijn naam is Kenneth. Ich spreche mich het zo zo dat die als tijd 13 dagen om hier aankomt om ons op God loven en prijzen van de onzinnige smorjes. Welkom thuis. En voor alle van jullie die ons een livestream kijken, nou dank je voor je gelegenheid dat we kunnen aan je hem dan komen. Mag God je richtig zijn voor de onzinnige smorjes. Wir wollen gleich mit erste anfangen mit der Bekanntmerkung. Wenn du wirst gleich ein Poat sein von einer kleinen Gruppe, wo vielleicht einmal der Werk taub kommt, da die Gemeinschaft bieten, vielleicht Onkas eten, Kaffee trinken, Knacksud, Knang, bloß eine gute Zeit in Gemeinschaft treiben mit anderen Menschen, dann ist das deine Gelegenheit. Wir freuen uns, dass du noch Informationen da gehen dass du da abschreiben dass du interessiert, ein Poat zu sein von einer kleinen Gruppe. Und dann wollen wir diese kommende Währung, diese kleine Gruppe hier bei der Lebenswasser Offices taubstellen. Und so, wenn die das interessiert, wir freuen uns, dass du eine Information da hast. Und das ist bloß eine goldene Gelegenheit. Jeder Mal, wenn eine gerade Kirche ist, das schwer nach Fremden zu merken, wenn einer kann nicht jeder Person, die eine Kirche kennt, aber das ist eine gute Gelegenheit, zum Fremden mehr Gemeinschaft bieten, durch die ganze Werk. So schreib dich ab, zum Port sein von einer kleinen Gruppe. Wir haben noch eine Gelegenheit für die, von der uns sind nach Morgens. Und dort ist, wenn du gleich in eine kleine Gruppe zu laden, bei der Jugend, mit der Klock 7 Uhr ist. Und so, du fährst dann so uns eine kleine Gruppe laders. Und das wird sein, die kannst du das so einstellen, dass du weißt, einmal den Monat kommt, zweimal den Monat kommt, hier bloß mit den Jugendlichen spazieren und einen Einfluss dann feiern. So, wenn dich das interessiert, die kannst du auch abschreiben für dort, bei den Informationen da. September den 9. und den 10. wo wir eine Visionklos anbieten hier bei Lebenswasser Kirche. Und so der Visionklos für alle, wo wir gleich mehr Informationen haben von Lebenswasser aus der Kirche. Der Visionklos ist auch für so, wo wir gleich eine Mithelfer zu werden. Und der Visionklos ist auch für so, wo wir gleich ein Glied zu werden hier bei Lebenswasser Kirche. So wenn die einen von diesen 3 Dingen interessieren, dann sehen die auch bei den Informationen da. Für Visionklos in September den 9. und den 10. Oktober den 3. bringen wir dann Tofas hier bei Lebenswasser Kirche. Und wenn du hast Jesus angenommen, die wirst du gleich zu taufen, du kannst nur die Information da gehen, die du abschreiben. Hier bei Lebenswasser sagen wir glauben, taufen und dann wachsen. So wenn du glauben hast an Jesus Christus, der Taufe ist der nächste Stopp. Und so wenn dich das interessiert, du kannst die Information da gehen, die du abschreiben, für Taufas, Oktober den 3. Jeder sind da halb auf des Morgens in der ersten Klausstufe, habe ich eine Gebetsstufe gemerkt für die. Eine goldene Gelegenheit zum Zwischen der Gottesdienst kommen, Zeit nehmen, zum mit Gott in Gemeinschaft sein, durch Gebet. Du kannst dann verschiedene Dinge verbringen, wo die an der Werk vielleicht schwor gehen sein, Dinge, wo die was Dankeschön für sein. So das ist eine Gelegenheit für die. Jeder sind da halb auf des Morgens in der ersten Klausstufe. Und dann zuletzt werden Lebenswasser kommen, das ist so ein bisschen wie Talk. Du kannst vorbeikommen, die noch in Edenfeld hat, die kommen vielleicht nicht mehr so ladig. Und die kommen, wo die noch Pakete aufstellen, ganz und sonst. Oder die kannst dann nur kommen, und du die Universität mit Geld reden bringen. Das sind alle Bekanntmerkungen für dieses Werk. Das nächste Mal wir eine Zeit von Anbetung gehen. Guten Morgen, Kirche. Welkom thuis. Waar we God loven en prijzen die hij als tot wird. Het leven geloven niet durch Sorgen. Het komt die durch Tag und Nacht. Het kann ich Angst, Druck, Joint verstehen.
min hart vart starka i dat små. Han maakt checken en die online. Ik weet du laat me niemand voor. Ik stuur best met me. Du best met me. Du best met me. Du best met me. Gott, Dankeschön, dass du lebst. Dankeschön, dass du hier nach uns bist und dass du Life hast für uns. Sei dort groß, sei den Stein weggerollt, abgestohlen, Jesus lebt. Sei der hängt, sei der feit, voll der Wunden in Gleit, abgestohlen, Jesus lebt. Oh, Jesus lebt. Heilig, de krook in hier trachtig, hij zalig voor hem aan. Jezus leeft. Werken vrij, hier de vliegkracht gezien. Hij deed wonder, Jesus leeft. Neem de vrijheid, neem de luid, rust te zien, die ging goed vol. Hij is hier, ja hij leeft. Hij leeft, jij kroop je hier trachtig. Hij zalig voor hem aan. Jezus, hij leeft. Jij kroop je hier trachtig. Hij zalig voor hem aan. Like say and the crow, these and fire, God one from my girl, dark seems out the line, God has fought it, Teenage sons are shown, like say and the crow, these and fire. Don't fight for my girl. Your seems out the line.
Halleluja, Dankeschön, Jesus, dass du leben lässt, dass du abstehst von Tod und dass wir von dir leben haben durch dich. Dass wir leben können wegen du uns Leben schenken lässt. Dass wir können Fährbarkeiten in der Ewigkeit mit dir, durch das Leben, was du uns geben lässt. Dankeschön, dass du bei uns gehen lässt, hier auf Erde. Und don't wat van een wijnraam ons zijn, en don't wat van een boy voor ons doen. Du stehst bezieht uns, du bist mit uns. Wir können uns auf die verloren wegen. Du bist treu. Du bist treu. Und dein Versprechen, dass du uns in ein Haus nimmst, wo du bist, da bleibst du. Und don't wat in dieser Welt an, ja, du bist in Kontrolle. Und dein Versprechen, da bleibst du. Ik dacht det var nog få. Håber du hast niemals versagt. Ich glöm ohne Ändernis. Ich wollte kommst gewohnt. Wenn du hast noch niemals versagt. Die Versprechen bleibt stehen, har du besser immer treu, immer treu. Ich sieh an deine Hände, dort meine Geluten hält, du hast niemals versagt. Ich wollte euch noch vergessen, ich wollte hart du hältst dein Wort. Mein Hort wird dein Preis noch wahr als Jesus, du bist hier mir. Hol mich in deine Leute. Mein Hort wird dein Preis noch wahr als ich. Die Versprechen bleibt stehen, har du besser immer treu, immer treu. Ich sieh an deine Hände, dort meine Geluten hält, du versagst niemals. Die Versprechen bleibt stehen, har du besser immer treu, immer treu. Ich sieh an deine Hände, dort meine Geluten hält, du hast niemals versagt. Dein Versprechen bleibst stehen und du bist durch uns. Du bist uns Radar, du bist uns Heiler, du bist uns Gott. Gott, du bist uns Bruder. Dankeschön, dass du bei uns bleiben lässt und dass du uns heilen lässt. Dankeschön, dass wir in die Hoffnung haben. Dankeschön, dass du unsere Hoffnung bist. Wir heben die Namen ab, denn du bist Gott. Du bist uns Freund. Dankeschön, dass du bei uns bleiben lässt und Worte Anstände sind. Dankeschön, Jesus, dass du bei uns bleiben lässt. Ich
versprechen blev stånd. Har du bara samma tro, samma tro. Haxien dina hej, trots mina gelotenhet. Du versagst niemals. Die Versprechen blev stånd. Har du bara samma tro, samma tro. Haxien dina hej, trots mina gelotenhet. Du hast niemals versagt. Van min stam schweren kom. Wo kon ik die in Leid zijn? En een maat van diesen kom. Jezus bent zu mir, lud ihn vrede var mi kom. Mi fällt die mij aus verheer. Leer meine Sorte sehen. Mein Gott ist noch in Kontrolle. In Heiligkeit auf sein Traum. Von dein Beutel schabren in der Wallenraum. Ich sing meine Säule zufrieden. Mein Gott ist noch in Kontrolle. Du lässt mich niemals allein, wann die Welt mich auch verlässt. Nur mein früher Nacht, dort wird ich für eine Kraft. Dankeschön verblieben wie nie, wann die Nacht die steckt wie Hand. Was einmal passiert, du bleibst doch Gott vorwarnen. Sing, mein Gott ist noch in Kontrolle, in Heiligkeit auf sein Thron. Von Kalborn und Schagrin in der Wallenraum. Ich sing meine Säule zufrieden. Mein Gott ist noch in Kontrolle.
heiligt op sin tron. Want hij borg schadren en hervalen rom. Ik zing mine Säulas Höfred. Mein Gott, das noch in Kontroll. Mein Gott, das noch in Kontroll. Wir sind von der aus Samaris bis nach Wara erinnert, dass Gott ist in Kontrolle und er ist genug für uns und er merkt den Weg, wann wir nicht mal ein Weg können sein. Und ich glaube, wenn wir ganz aufrichtig sind, und ich muss selbst sein von mir, wenn ich ganz honest sehe, da sind Zeiten, wo ich mir umkicke und sage, okay, so, wer ist in Kontrolle hier? Dus wo dreht das alles auf? Besonders wenn ich ein bisschen an denke, dass es eben an der anderen Seite Welt dreht, in Afghanistan, die Dinge, die da angehen mit den Krieg und alles, dann fange ich an zu wundern, wer ist in Kontrolle? Das ist der letzte Weg. Wagt ich einmal danach ab, gleich Klock 3 oder Klock 4. Und das erste Ding, was mir ankam, ist, ich bete, Gott, gib mir Frieden. Wenn ich weiß nicht, was da alle angeht, aber gib mir Frieden. Er gibt mir Frieden. Und dort sage ich mir so viel, wenn ich den Frieden habe, dass er ist in Kontrolle. Er weiß, was da angeht, und er gibt mir den Frieden. In Philippa 4, da sagt Gott sagt in seinem Wort, dort, fragt mich, er ist sagt, sorg nicht am Nisch. Sorg nicht am Nisch. Alle Dinge, was da angehen, sorg nicht am Nisch. Und aber komm für Gott mit Beten und Prachen und mit Danksagung, komm für ihm und sag ihm, was ihnen fehlt. Sag ihm, was ihnen fehlt. Wenn er erst Frieden ist, komm bis für ihm. Sag mir viel Frieden. Und so, und an der nächsten Vers sagt er dort, und er wird die Frieden geben, und so ein Frieden, was die Menschen nicht mal verstehen können. Menschen können wirklich nicht diesen Frieden verstehen. Und er wird dir den Frieden geben, er wird deine Gedanken bewahren, die Dinge, was er durch den Kopf dreht, was du denkst. In Christus Jesus wird er deine Gedanken bewahren. Er wird dein Hort beschützen und deine Gedanken bewahren. Und so das ist mein Gebet für mich und für ihn, dass wir uns nicht abreden mit den Dingen, die da angeht, aber dass wir bis vor Ferien kommen und sagen, gib mir Frieden. Gib mir Frieden, bewahre meine Gedanken, dass ich nicht recht denken. Aber ich will von dir hier hastig mit Ihnen alle ein bisschen Einigkeit abschließen und beten für die Menschen in Afghanistan. Ich weiß nicht, dass Sie bekannt sind mit was da angeht, aber in Afghanistan hat es stets in anderen Ländern hat 20 Jahre geschafft in Afghanistan, um das ganze Government zu kontrollieren und die Ordnung bringen so eine Dinge. Und in den letzten paar Jahren hat das städtische Government zum anderen entschieden, die Rüte zu tragen und sie nehmen alle ihre Soldaten, alle Menschen, die Rüte, wo sich sie kennen. Aber viele sind dabei geblieben. Und in der Zeit hat die Taliban das ganze Land angenommen. Sie sind die Regierer in das Land, weil diese Taliban, das sind extrem Terroristen, die sind jeden Christen, jeden Stets, aber da jene Christenmenschen. Und von der sind die Menschen, die ihr Leben loten, wenn sie Christen sind. Und so werden wir beten für die Menschen, die daran verleben. Vielleicht sind sie wo in den Heilen angegangen, in ihre Erdkirche. Wir sind hier in Frieden open von der. Aber sie sind irgendwo vielleicht in ihrer Erde, wer weiß wo. Und so werden wir beten für ihn. Werden wir beten auch für die Kinder, besonders für die Kinder. Ich sehe Bilder und mein Hart bereicht, wenn ich die Kinder sehe. Wo die Kinder gerne sind, was die leiden müssen. Die jungen Mialas, die Frühes. Und so, ich glaube, wir können Dinge down hier in Lebenswasser und Reedmoaken ein bisschen Brück sein für ihn. Glaubt ihr das auch? Dus wir können vielleicht sagen, well, Afghanistan, dort ist wieder offen, wer weiß dort, und wir sind hier und wir sind okay. Aber ich glaube, Gott hat uns für mehr als dort berufen, ist bis hier unser Hang eben unterhalten. Wer wir für die Menschen beten, wer wir in Einigkeit kommen. Vorher, du kannst es sein, was da angeht, wir sind erstens reminded von der Ware, und bis erstaunt, dass wir für die können kommen, sagen, du bist in Kontrolle, und wie weit du merkst und weich. Wir können die Dinge nicht alle verstehen, manchmal nicht mal in uns eines Leben. Und danach nicht mal an der anderen Seite Welt, was da angeht, aber wie weit du bist in Kontrolle, du hast es in deinen Hängen. Und wie Frau kriegen nu für die Familien, was dort schwer von der, für die Christen, was daran, für ihr Leben, für ihr Glauben. Ich bete besonders für die jungen Mialas, was die Beschützung eben erntet, nicht was verkauft worden, die kleinen Kinder. Ich bete es für dass du was auch den Frieden geben, in der Mitte von den Stürmen, den Wahlen, den Trouble und den Krieg, wo sie bei sind, dass sie den Frieden feilen. Wir kommen bis jeden dort schlecht in Jesus Namen, und wir freuen uns, dass du eine beschützende Hand über dich hast, was daran dort für ihr Leben in sich verstärken. Und ich bete auch für die Familien, was von der, vielleicht sehen, oder ihre Tochter, wollen ein Haus geschenkt kriegen in der Dose.
wat het nicht haar überlebt. Ich frage, dass du was die Familie Frieden geben. Gott, wie kann das ganze Bild nicht sein in du kannst, aber wie kommen wir zu dir und wie loben die und wie preisen die und wie danken die, dass wir können die nicht Kinder sein und wie können Frieden haben in einem Mad von den Sturm. Dankeschön, dass du uns gut bist. Dankeschön für uns frei merken und help uns bis, dass wir können in diesem Weg leben. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich kann Ihnen dort sagen, Dankeschön für Matt beten, Dankeschön für in Einigkeit sein und für diese Situation beten. Ich will Ihnen bis zum Mut merken, dass ihr in der nächsten Werk für das beten tun. Von der ersten Tag ist es so einfach, wir können an unseren Phone, unsere News sein, wir können die Bilder sein, wir können alle Dinge sein. Das ist nicht mehr so weit aus. Ich will Ihnen bis zum Mut merken, weil für die Menschen wieder beten, nicht bloß Krieg hier. Mami, Freude, dass Sie hier sind. Ich kann jeder einer welcome. Dankeschön für ein Lebenswasser sein von der aus Samaris. Und der bisschen Poat von Sonntag Samaris merken. Vielleicht sei ihr aus Kjast hier, sei ihr zurückgekommen. Vielleicht sei ihr hier tüß und jeder Sonntag hier. Well, jeder Sonntag nicht. Wir sind in der Sommerzeit gewesen. Und wir sind on Vacations gewesen. Dann Rüt gefahren, alle scheine Dinge getan. Und meine Menschen sind tüß von der. Dankeschön für Lebenswasser und Poat merken von jeden Sonntag Samaris. Hab schon gegangen, die Sommerzeit. Ich weiß nicht, wo ihr das jetzt, aber ich weig das Samaris ab. Und ich kicke dort, mir sitzt so Sommer erst Meiskrieg vorbei. Hab bosig gegangen, aber das ist eine gute Zeit gewesen. So, Dankeschön für hier mit uns taub sein. Und auch für all die, die online sind, die sind weit auf. Ich weiß nicht, wo ihr seid, vielleicht hier in dieser Gegend oder weit auf. Dankeschön für uns, die ihr nicht geben, in jün Heim kommen oder vielleicht an jün Phone oder wo immer ihr seid. Es ist so interessant, dass wir diese Technologie haben, können taub tun, even wenn wir nicht in dasselbe Gebiet sind. Aber was wir wollen von der tun, alle, die hier sind, wir wollen bis jün welcome halten und Dankeschön sein, dass die mit uns taub sind und das sind zwei tun. So werden wir ein bisschen eine Hand geben, die alle online sind. Dankeschön für mit uns taub sein. Welcome. All right, very good. Next to what Pastor John, die Botschaft hat, wird wieder gehen in der Series, was er bauen als Wakjselpunkt. Bevor ich in der Message nennen gehe, dann jankert mich ein bisschen über Gott zu vertellen. Dieses Werk hat mich stückweise ziemlich schlecht gefällt. Und von der Samaris wird es so echt, dass wir nicht mehr wissen, oder ich weiß nicht, was ich würde durch die erste Servicio durchreden. So wie mir dort, dass die würden einen elektrischer Prediger haben für das zweite Servicio. Aber ans Prayer-Team kommt an mich und betet für mich. Und nu zie ik hier. En ik voel me ganz goed. So, Gott die Ehre dafür. Ich würde vertrauen, dass die waren abstehen für Gott sein Wort lesen. Wir stehen, wenn das Gott sein Wort. Und wir wollen Respekt haben für Gott sein Wort. So horch, was Gott sagt, was unsere Zukunft ist. Offenbarung 19. Und ich hörte eine Stimme, so von vielen täglich schrien, und so von ein großes, rüsendes Wutter, in gewaltige Gewitterschläge, die sehen, Halleluja, willst der allmächtige Gott und Herr hat das direkt angenommen, dann wollen wir nu uns freuen und froh sein und am die Ehe geben, willst für das Lamm, als die Zeit gekommen, Kjast zu merken. Und seine Brut hat sich dort reingemerkt. En wordt het gegeven zich in fijne rein het leen zich te kleiden, dat diere leen zich staat voor de heilige gerechte worden. En de engel zei te mij, schreef, seilig zijn die, die tot het lam zijn kastmol aangeloot zijn. En hij zei te mij, dit zijn wahrhaftig Gott zijn wird. Ziemlich Schafura, Dankeschön für den Wort. Dankeschön, dass wir diese Zukunft haben, dass wir diese Kjast haben und dass wir uns heute merken für die Kjast. Musst du uns sehen, in Jesu Namen. Amen. Ich kann Ihnen toll sagen. Wir haben in der letzten paar Wochen geredet von Kjast. Wo mögt ihr heute Kjast? Wird vielleicht interessant sein, mal ein bisschen, wenn ihr Erholung kann sein, was bedeutet das? Musst du auch noch Bloni Sandwich merken, oder was bedeutet das? Und so, wir denken, als wir uns heute mögen die Kjast, meine frühen Ecke, müssen noch Kuchen backen, die letzte Woche. Eerst hadden we Bloni Sandwich. Ik weet niet, gleiche Bloni Sandwich. Aber anyway, brauche ich nicht beantworten. Aber wir mögen heute Kjast. Und so das, was wir nu tun. Und Gott sagt uns, dass du kommst Kjastdag. Und er sagt, seilig sind die, was in Kjastmol angeloot sind.
En daar waar we aan denken, dat wanneer we Jezus Christus kennen, dan zijn we aangeloot voor het Kjastmaal. En zo de jonge man, die is bij de bruid in huis was, 2003. En daar werd een bund gemaakt. Hij told den prijs, ze dronken wien. En dan voerde hij voor zijn huis, om de stederheid merken voor de bruid. Aber hij schickt ons den Heiligen Geist als een geschenk, kunnen we zeggen, om ons helpen, reit worden voor de Kjast. En nu leren we dat hij wat terugkomt. En dat is ons thema durch deze boodschappen. Van daar wil ik reden aan een thema wat ik nog niemals zou hebben in mijn leven. En dat is het thema van profetieung. We willen naar een profetieung kijken, wat ik geloof dat is een van de wonderbaarste profetieungen in de ganze Bibel. En dat is zeer interessant, wo God im Vooruit zegt dingen wat er passieren zullen. En deze profetieung die fing in Daniel kapitel 9. En van Anfang in dat kapitel, da zegt het, in dat eerste jaar, als Darius kennig weer zag ik in onze Beekjahr, dat de Herr dem Prophet Jeremia gezegd had, hoe lang Jeruzalem vernichtigen wordt. Dat zei door, dat wordt 70 jaar zijn. So Daniel heist in Babylon, heist gevangen genomen, als hij een jonge man weer, heist nu al viele Jahre in Babylon, hij weet dat nu, dat hij heeft gelezen in de Prophet Jeremia, dat de gevangenschap wordt 70 jaar zijn. En zo hij weet, wanneer hij ontdenkt, hoe lang hij er is, en de tijd wat vergaan is, dat dat dichtbij. Dat zegt in Jeremia zo stil, Jeremia 25. Dit ganze land wordt ladig en verdorven liggen blijven voor 70 jaar. Dat is wat God geprofeteerd had. Zo Daniel, hij leest dit. En hij weet nu de tijd door. En dan zegt het, zolang worden deze volken den Babylonischen König dienen. Dan weet je wat interessant is dat Jeremia en Daniel leefden ter dezelfde tijd. En ik vind het interessant dat Daniel, hij is in Babylon, Jeremia is in Jeruzalem, maar hij is in het land gebleven. Dat is een lange geschichte, wat ik je niet vertellen, maar Jeremia heeft geschreven, de profetieung van God. En zo Daniel leest dat en weet dat dit God zijn woord. Dat is meer interessant, dat hij anerkent dat al, dat Jeremia zijn schreven wie God zijn woord. Zo God had je profeteerd dat wordt 70 jaar zijn de gevangenschap. Nou, dat is een interessante geschichte, waar we in 70 jaar, daar waren we een andere dag van reden, maar 70 jaar. Daniel weet de tijd is vergaan. En dan gaat Daniel in gebed. We worden het gebed niet even gewoon hier kijken en tu zelfs nog lezen. Maar hij beet, hij bekent de zinnen van het volk, zijn ene zinnen, voor 21 dagen. En we doen hier in de kerk en je moet 21 dagen van vasten en beden. We plannen dat waren nu Weihnachten te doen. Maar hij beet voor 21 dagen. En dan eenmaal haastig, dan komt God zijn engel Gabriel, die komt naar Daniel en geeft aan de profetieung, wat zeer, zeer wonderbaar is. En zo die profetieung, daar willen we vandaag een beetje naar kijken. Dat zegt dus dit, in Daniel 9, vers 24, zijn dan 4 vers am eind van dit kapitel, en we worden die even genoemd, zegt, er zijn 70 werken van jaren voor junt en junne heilige stad bestemd. Nou weet je, wir reden gewöhnlich nicht so von 70 Werken von Jahren, aber wir würden vielleicht manchmal sagen, ein Werk von Deo. Wenn du redest von einem Werk von Deo, dann weißt du, das sind 7 Deo. Wenn ein Werk ist 7 Deo. Und so waren das 70 Werken von Jahren. So, ein Werk von Jahren sind 7 Jahre. Und 70 Werken von Jahren, das sind 70 mal 7. Und so 70 mal 7 sind 490 Jahre. Nach 490 Jahren, sagt der Engel zu Daniel, sind bestimmt für Israel, er sagt für ihr Volk und für ihre heilige Stadt, für Jerusalem. So, das ist eine Prophezeiung, was für das jüdische Volk ist. Vielleicht denken wir so, okay, was geht uns das an? Uns geht das was an, wenn wir passen da über dem Namen, wo wir mit Lothar sein. Aber was ich will haben, wir sollen, dass wir verstehen, ist, dass der Engel sagt zu Daniel, dass du sind 490 Jahre bestimmt für Israel und für Jerusalem. Und in diese 400, am Ende von diesen 490 Jahren sind das 6 Dinge, die da worden passieren. Er sagt es, dann wird dort übertreten in eng haben, in den Sinn zu sie gesagt sein, die Schuld wird gestrickt sein, in den Ewigkeit gerecht sein, wird eingeführt worden,
in Vision en Prophezeiung te verzelen en dat de heilige tempel fresh aangeweid wordt worden. Zo de engel zegt te Daniel dat in deze tijd, am eind van deze tijd, dan wordt God deze dingen doen met Israël. En dat is interessant om te denken dat Israël, zij waren immer in Übertretung. Zij deden immer den Messias te zien stuiten. Zij deden immer Aufjatterie doen. Dat wir ihre grootste zin im Oude Testament, dat ze immer waren, zichzelf jatten merken. So die Übertretung, sagt dit wordt abhören. Hij zegt, je wordt zin te zien schaffen. Hij wordt zin wegnemen. Ik wil je in Bedloten een paar vers lezen, wo hij ook van dit redt. Maar de zin wordt weggenomen, de schuld wordt gestrikt worden. Nou, dat redt van Israël. Dat redt nu niet van ons, dat redt van Israël. Deze dingen wordt God voor hen doen. Hij wordt een eeuwig gerecht zijn brengen. Maar deze dingen worden dan komen op het eind van de 490 jaar. En dan zegt hij dat Prophezeiung wordt verzegeld worden. Weet je, Prophezeiung wordt alle in Erfüllung komen. Dat wordt alle zien eindigen. Dat wordt alle zo te zijn voorgemerkt worden, die doos wordt toegemerkt worden en toegesloten, zo te zijn. Maar dat die in de hand, dat wordt alle vorig worden. En hij zegt, de heilige tempel wordt aangeweid worden. Nou, de ganze tempelgeschichte, dat is een interessante thema. Ik reed door 4 weken al een beetje van dat Israël zijn plan er tempel te bouwen. En ik geloof, 30.000 jaar terug, daar waar ik in 2000 weer van reden, wanneer we daarna hier zijn. Aber dat 1000 jaar terug, wo Offenbarung van Schrift, durch die tijd, wordt Israël er tempel gaan. Aber dat is een thema voor dat. Aber allemaal de tempel wordt aangezien worden. Nou weet je, wie denken zo, oké, ons fehlt niet een tempel, wie zijn je durch Jezus geraten, wie zijn ook. Dit is een jüdische Prophezeiung, dat moet we klar houden. En zo, dit is wat God met eind wordt doen. Zo, dat zijn 6 dingen wat God met eind wordt doen. Übertretung wordt een eng hebben, zin wordt te zien gezet zijn, de schuld wordt gestrikt zijn, en eeuwig gerecht zijn wordt God aanvuren, Vision en Prophezeiung wordt vorig worden, en de tempel wordt aangeweid worden. Dit zijn 6 dingen wat de engel te Daniel zegt, dat in deze tijd, am eind van deze tijd, worden deze dingen aangevierd worden. Nou, ik wil je in Römer lezen, in Hebräer, daar zijn een paar schriftstellen, ik word hier niet nadenken, maar hörch bloß naar wat hij hier zegt. Paulus schrift hier, Römer 11, vers 24, Brüder, ik wil niet dat je dit geheimnis niet aanweten. Nou, hij nennt dat hier een geheimnis, weet je, das ist eine ganze Zeit, wo wir nicht sind, dort wir ein fremde Thema im Alten Testament. Paulus nennt das Ferken ein Geheimnis. So er sagt, dass die nicht das Geheimnis nicht anweiten, dass die nicht stolz worden. So er redet zu den Heiden können stolz worden, wenn sie sind nur durcheinander gekommen, wo die Juden wären, sozusagen. So er sagt, dass die nicht stolz worden. Israel ist zum Teil mit Blindheit geschlagen, aber muss so lang, was die Völker in volle Zoll hineingegangen sind. Das ist ein sehr, sehr interessantes Ding, dass Gott hat nu in dieser zweiten Zeit, das ist die Heidenzeit. Das ist die Zeit von den Völkern. Und er sagt, die Völker, Zoll wird voll worden, und dann geht Gott zurück nach Israel. Dann hör ich, was er sagt. Und dann wird ganz Israel selig worden, so es geschrieben steht, von Zion, wat die komen, die aan raden wordt. We lezen hier van deze dingen, wat hij wordt doen. So von Zion, wat die komen, die aan raden wordt. Hij wordt Jakob zijn Gottlosigkeit und Sied schaffen. Jakob ist het zelfs gedenk als Israel. En so wordt Jakob zijn Gottlosigkeit und Sied schaffen. En dit is mijn testament met aan, wanneer ik met ihre Sünden abnehmen wil. So Gott sagt, dit is mijn testament met de Juden, wanneer ik ihre Sünden wil abnehmen. Von Evangelium uitgezien sind sie fein und jündholven, aber von der Wohl uitgezien sind sie beleeft um ihren Futters erholven. So wenn wir an das Evangelium denken, die Juden die nehmen das nicht an. Und so sie sind feindlich das Evangelium von Jesus Christus. Sie nehmen Jesus nicht an, im Großen und Ganzen, die Juden, sie nehmen Jesus nicht an. So sie sind feindlich an die Seite, aber er sagt, wenn wir an der Wohl checken, dass sie sind gewählt sozusagen, dann sind sie beleeft um ihre Futters erholven. Dat je ganz treu bij Abraham. Dan zegt hij, wils wat God gegeven en beroepen heeft, je niet treu te nemen. So wat God versprochen heeft, wat God geprophezeit heeft, dat wat God niet treu neemt. Wanneer het ook manchmal zo zit, dat het alle durch. Dat zit zo, weet je, voor 2000 jaar. Wie dat met het jüdische volk ganz durch.
Sie hatten nicht ihre Stadt, sie hatten nicht ihr Tempel, sie hatten nicht ihr Land, sie waren verstreut in der Welt, sie waren verfolgt. Im Zweiten Weltkrieg 6 Millionen Juden angebracht. Und so sie hatten eine schlimme Zeit. Aber dann in 1948, dann kriegen sie ein Land und von da hat sich das wieder verwickelt. Und von da lernen sie nur den Tag, wo sie ihr Tempel wollen verspielen. Das ist ein sehr interessantes Thema, aber Hebräer 8, Vers 10 redet solche Dinge. Er sagt, das ist der Bund, das ist der Bund, den ich noch mit das Volk Israel merken, wo sagt der Herr. Ich will an mein Gesetz in ihren Sinn geben, und wo an dort in dort Hort schreiben, und wo Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Und sie haben das Gesetz immer auf ihre Tafeln und ihre Beker. Gott sagt, ich will das in ihr Hort nehmen. Und keiner soll sein Bruder oder nächsten Mal belehren dürfen und sagen, lehr dem Herrn kann, weil sie wollen mich alle kann von Pflanzen bis den Geratsten. Ich will mich eben an erbarmen und will ihre Sünden vergeben und nicht mehr daran denken. So da kommt eine Zeit, wo Gott Israel sozusagen wird reinigen. Und Israel wird ihre Sünden weggenommen worden, ihre Übertretung wird an sie geschaffen. Sie wollen Gott sein Volk sein, oder sie sind Gott sein Volk, aber da wird noch einmal weiter zum Verstehen kommen. Und so der Engel sagt zu Daniel, dass das an 490 Jahren bestimmt, was das passiert. So das ist das Dinge, die wollen passieren mit das Volk. Dann sagt er wieder, du sind 70 Wochen von Jahren, und für Juden, also 70, das 490 Jahre, und das ich sehe, das meint für Juden und das meint für Jerusalem. Das ist Juden und Jüdische Stadt. So er redet hier zu Daniel aus dem Juden. Und dann sagt er wieder, pass noch wieder ab, nur was ich sage. Weet je, unsere Frau ist dann, okay, 490 Jahre von wo bis wo. Wann sind diese 490 Jahre? Dort sind unsere Frau, oder dort muss wir weiten. Wen anders, dann halt uns nicht. So, wo sind die 490 Jahre? So, ich sage, pass noch wieder ab, nur das, was ich sage. So, hier redet war der Engel. Von das Jahr, also von das Jahr, macht ihr dort eine jefne Zeit an. Von das Jahr, wo das Wort gegeben wird, dass Jerusalem war soll abgebaut worden, bis Gott sein angesolter Leder kommt, sind 7 Werk von Jahren. So, der Engel sagt zu Daniel, dass da wird ein Befehl gegeben worden, dass Jerusalem soll wieder abgebaut werden. Man hier denken, dass sie werden in die Gefangenschaft in Babylon, na die Juden werden nur 3 getroffen, aber Jerusalem wird noch nicht abgebaut. Weil sie hatten ihr Tempel gebaut, aber nicht die Stadt. Und so der Engel sagt, dass da wird ein Befehl gegeben worden, dass Jerusalem soll abgebaut werden. Von der Zeit, dort von der Glocke anfangen zu teilen. Und so Jerusalem soll abgebaut werden. Und dann sagt er, von da, bis Jesus kommt, von da, bis der Gesalbte kommt. Das ist eine gewisse Zeit. Dann sagt er, Jerusalem wird mit Gassen abgebaut worden und wird rundum in den Gruben haben. Das wird für 62 Werken von Jahren sein und wird eine schwere Zeit sein. So das jüdische Volk, sie werden in Gefangenschaft für 70 Jahre. Und dann können sie treten nach Jerusalem und sie fangen den Tempel an zu bauen, aber die Stadt wird durchgebrochen, die Wein wird durchgebrochen. Und zu der Zeit, eine Stadt ohne eine Wand hat keinen Schutz. Und so, wenn wir in Nehemia lesen, Nehemia Kapitel 2, da kriegt Nehemia den Urrecht, dass Jerusalem ist durchgebrochen, die Menschen sind da in jamalige Tiden und so weiter, und so er geht im Gebet und er geht im König, und dann kriegt Nehemia den Befehl, nach Jerusalem zu reisen, er kriegt Brief von dem König, er kriegt Halt, was immer alle von dem König, und dann reist er nach Jerusalem und baut Jerusalem wieder ab. Und so gewöhnlich wird das geteilt von der Zeit, von Nehemia Kapitel 2, von da wieder. Und dann sagt er, da waren 7 Werken von Jahren, wird das hier in Jerusalem abbauen. Aber dann sind da noch 62 Werken von Jahren. Und die beiden Taub, das sind 69 Werken von Jahren. Na, der Engel sagt, da waren 70 Werke sein. Aber hier sind 69, so da wird angeteilt in diese Tiden. Excuse me, so 7 Werken von Jahren, das sind 7 mal 7 sind 49 Jahre. In 62 Werken, das sind 434. Alles taub sind 69 Werken von Jahren, 423 Jahre. Na, diese Jahre, die waren uitgerekend mit den Kalender zu der Zeit und mit den Dingen, die dann wären, von vor Christus und nach Christus, und die Jahre, die dazwischen sind, und all verschiedene Dinge. Aber sie haben sich uitgerekend, Menschen, die diese Art Dinge studieren und uitrechnen, dass wir 423 Jahre. Und weißt du, von dann, als er wird gegeben wird, dass Jerusalem soll abgebaut werden,
bad 423 Jahre vorig wären, dat we krijgt den dag wat Jezus in Jeruzalem nenreden deed op een borrel. En weet je, ik kan dit al zeggen, aber die Juden wollen Chinese haben. Die Juden wollen irdische Chinese haben. Dat wäre ganze Ziel. Die Jünger, Jesus sind Jünger, sie wollen irdische Chinese haben. Sie wollen uns in der rechten Linke sein. Sie wollen der höchste Mann sein in seiner Regierung. Aber das hat immer mit irdischer Richtung zu tun. Das ist nicht, wo wir mal klar holen, dass sie reden nicht von dem Himmel, dass sie da würden das höchste sein. Ab das Erde. Jesus wird in Jerusalem regieren. Und sie würden seine höchste Mann sein. Das ist ihr Traum, das ist ihr Ziel, das wäre ihre Prophezeiung. Und so, das wollen sie noch lernen. Und so diese 423 Jahre, die kommen noch den Tag, wo Jesus im Tempel oder in Jerusalem nenreden deed mit dem Bruder und stellt sich vor, aus Israel erkeinig. Das ist der einzige Tag in Jesus sein ganzes Leben, wo dort annimmt, dass sie arm wurden zu Chinese merken. Weißt du, wenn die Geschichte von Jesus lesen, dann fängt ihr, dass sie wollen Jesus zu Chinese merken, am paar stehen. Als die 5000 Feiden deed, dann wollen sie arm zu Chinese merken. Und ab einer anderen steht, aber Jesus ging immer fort. Er leitet nicht. Er ging da weg, wenn sie eine Zeit wie noch nicht durch. Aber an diesem Tag, als dieses Soul voll wird, dann reiht Jesus in Jerusalem an und die Menschen schreien, Hosianna, dem Sohn Davids. Weißt du, was sie sehen, ist Hosianna, dem König, oder David sein Thron wird setzen, wird uns wird regieren. Dort wäre ein ganzer Traum. Und Jesus leitet ihn dort schreien. Sie spreiten ihre Kleider, ihre Aste am Weichen ab. Und er reiht zu Eva. Und so das wird prophezeit in Zachariah 9, Vers 9, dass das wird passieren. Na, die jüdischen Lehrer, sie sagen zu Jesus, merkt die Menschen mal still. Wo wir? Wir Talud in Jerusalem? Da wir nicht wen Talud wir. Dort wir, wenn die jüdischen Lehrer wussten die Prophezeiung. Sie wussten, was geprophezeit wird von dem Messias. Und sie wussten, dass das Jesus, an wem sie nicht lebten, der kam in Jerusalem näher, so von heute Messias wird. Und sie wollen das nicht annehmen, sie wollen das zu sehen. Sie sagen zu Jesus, merkt die Menschen mal still, dass die nicht schrien dann. Und dann sagt Jesus, wenn diese Worte abhören mit Schrien, dann wollen die Steine schrien. Und wenn ihr nochmal in Israel kommt und ihr kommt da von Eilburg rauf, so einen Tempel ab zu gehen, die waren weit von was ich rede, wenn ihr durch sind. So jemand alle haben. Und so, dann nehmt ihr einen Stein, stoppt ihn in eine Farbe, dort den Tüßen in Fremden. Und dann, wenn die Jas haben und sie fragen, was ist der Stein da? Dann sage ich, das ist ein von den Steinen, was er nicht schrie, den Tag, als Jesus im Tempel reden, wenn die Menschen schrien. Und so, dann kann ich die ganze Geschichte vertan, kann ich Zeugen von Jesus. Und so bloß eine Idee. Aber diese 423 Jahre, die waren den Tag voll, als Jesus in Jerusalem reden. So ich sage, diese zwei Dinge. Jerusalem soll abgebaut werden und sein Ende soll da was kommen. Und das wird in diesem Jahr passieren. Und das korrekt wurde passieren. 100% war am Tag. Und weißt ihr, wenn Gott prophezeien wird und Gott gibt eine Zeit, dann kann ich ihn da verloten. Na, wir weten nicht korrekt die Zeit, wenn Jesus wird zurückkommt. Aber er hat manchmal eine Zeit geprophezeit und das kam immer so aus. Und so ich sage, von das Jahr, wenn das wird geben, dass Jerusalem soll abgebaut werden. Und so die Chinese Artaxasta und 445 vor Christus, er gibt das Befehl in Nehemiah 2 von 1 bis 8 findet, dass wir nur unsere Zeit noch von der, wo das Mords der Vierer 444 vor Christus sein was. Na weet je, sie haben andere kleine, andere der, das heute dann anders. Aber wenn wir das like eben holen, dann wird es an des Tag sein was, Mords der Vierer. Und so, Jesus kommt in Jerusalem, but Gott sein Gesolder. Und so da wird diese Jahre sein, aber hier fängt es an. Der 4. März, das Jahr, fängt das an zu teilen. Und dann sagt er wieder, als er dich, oder das ist in Lukas, und weet je, Jesus, den Tag, was er in den Tempel anreden, der dann sagt, er was sehr interessant. Als er dich bekam, also dich bei der Stadt Jerusalem, in der Stadt sagt, hielt er über die Wurwe in Rot Jesus über Jerusalem. Und dann sagt er, Anwohner und sagt, wenn du doch meinst, nu in diesem dienen Tag. Er sagt nicht, wenn die das doch erkannt, weißt du, er bringt das rauf, nun Tag. Weißt du, wann dachten wir? Der Tag, wo der Engel zu Daniel geprophezeit hat, wann 423 Jahre wird voll sein. Jesus hat im Tempel an, in Jerusalem an, in jedem Tempel. Aber er sagt, nu in diesem dienen Tag, krack in das Tag, was Gott gesagt würde passieren. Und das war nicht passiert. Und dann, so in das Tag, gesehen hast, was die Friede bringen kann, nu aber
kannst du dort nicht sein. Und so die Juden nehmen nicht an, sie verschmeiten dort. Und Jesus hat gesagt, dass Jerusalem wird verstiert worden, der Tempel wird verstiert worden, da wird nicht ein Stein am anderen bleiben. Und das wird passiert. Aber dort passiert, wenn die Juden nehmen nicht ihr Messias an. Das ist ein sehr interessanter Ding für mich, dass Jesus kam, sein Königreich anbieten. Johannes sagt zum Beispiel, das Himmelreich, das hier. Jesus predigen sie, das Himmelreich, das sozusagen fertig der. Aber die Juden nehmen das nicht an. Und dann wird das Reich Gottes, das Reich Jesu Christi, dort wird sozusagen abgeschoben durch diese Zeit. Aber das kommt drei durch. Und wir wollen da ein bisschen von reden. Aber Jesus kommt rein in diese Welt. Er wird sein Reich abstellen. Jesus wird selbst von Jerusalem regieren, durch das 1000-jährige Reich. Das ist vielleicht ein Ding, wo wir nicht so evangeliert haben, aber das wird ich live, wenn ich das ganze Bild bekicke. Und so, Jesus, er kommt Jerusalem näher, und er rät über die Stadt, wenn er weiß, was wird passieren, werden sie es nicht annehmen. Und für 2000 Jahre weiß Jesus, wo schrecklich das Volk wird leiden machen, wenn sie den Messias nicht annehmen. Aber das kommt über dem Terrain noch end. Dann sagt er, nur 62 Werk von Jahren wird der Angesolder zu sie gesagt worden und nicht haben. Na, diese 62 Werk von Jahren, da müssen wir die 7 Werk von Jahren berechnen, wo das die Jerusalem war frisch abgehen. Dann gibt es 69 Werk von Jahren. Und so sagt der Messias, der wird zu sie gesagt worden und nicht haben. Und so der Engel prophezeit alte Daniel, dass die Juden werden nicht annehmen, der Messias wird zu sie gesagt worden, er dem wird tot gemerkt worden und er wird nicht haben. Na, wir wissen nicht korrekt, was der Engel meint, dass er wird nicht haben, aber ein paar Möglichkeiten. Eins ist, dass Jesus hat nicht, und so wie das sein Königreich anbelangt. Wenn die Juden nehmen nicht an, und so er starb ohne ein Königreich. Nachher denke, was wir wissen von Jesus ist, dass er hat bloß noch die Kleider ab sein lief. Und er wird ihm noch ausgetragen und ausgelassen, als er da am Kreuz hängen wird. Und so Jesus starb mit nichts. Er sagt auf einer Stelle, er nicht mal, wo er seinen Kopf kann handeln. Er war arm auf dieser Welt, er hat nichts. Und so kann er dort dienen. Aber ich persönlich glaube, dass er die Dollar in der Hand, dass er wird sterben ohne ein Königreich. Der König von Israel starb ohne ein Königreich, werden die Juden dort nicht annehmen. Aber dort kommt 3. Und da wird 3 kommen. So am März der 4. 444 vor Christus fängt diese Klocke an zu gehen. Und so diese Klocke, die ging, wird 423 Jahre ganz 100% voll werden. Und April des 6. 32 Jahre nach Christus, dann hält diese Klocke still. Wenn die Juden verschmeiten ihr Messias. Die Juden nehmen Jesus nicht an. Und dann wird das Königreich sozusagen zu sie gesagt, die zweite Zeit kommt näher, das ist nicht für 2000 Jahre was, und wir bleiben das kommt nicht in ein, dass wir waren hier weggenommen worden, und dann wird es trägen nur der Dreck. Aber diese Klocke, die wird ein Tag anfangen zu gehen. Aber nun hält es still, wegen das Königreich zu Israel, das ist sozusagen, hält still nicht gut. So nur 62 Werk von Jahren wird der Angesolder zu sie gesagt worden und nicht haben. Und das weiß wie passiert. So wir weiten, dass die 69 Werken von Jahren, die sind vorbei. Die sind in Erfüllung gegangen. So viel weit wir. Du hast noch eine Werk geblieben. Und das eine Werk, dort, wo der ganze Timer sich umdrehen hat. Er sagt, dass die Stadt und der Tempel waren in den Grund gebracht worden, von dort her, von dem König. Na, das wird Jesus auch prophezeit, dass der Tempel, die Stadt, die wird vernichtet worden, die Juden wurden verschleppt worden in die Gefangenschaft, und so, das wird passiert. So, wie weit das in Erfüllung gegangen. Dann sagt er, das wird alles so bosig kommen, so ist viel Schulden dann, aus einer Überschwemmung. Eine Überschwemmung nimmt alles mit. Wenn ein Rief einmal überschält, und der schält hier in Mexiko besonders, schält das Wutter bosig, und das schält alles mit. Und das ist ein bisschen, was mit den Juden passiert. Das sagt, du wird bei einem Tag Krieg sein, und ohne Frau viel verdorben worden. Und das ist, was diese Welt ist gewesen. So durch diese ganze Zeit, als sie den König zu sie sagen, dann wird der Tempel vernichtet, Jerusalem wird verstiert, die Juden werden verschleppt in der ganzen Welt, und sie sind geblieben, rein ganz bei den 1948. In dieser Stadt, Jerusalem, dort gibt keine Stadt, wo so viel Krieg hat sein als Jerusalem auf dieser Welt. Das ist die einzige Stadt, was Gott heilig nennt, wenn dort seine Stadt. Aber das ist die einzige Stadt, wo immer ein Krieg gehabt hat, und von der war er Haft.
En zo, dat hebt er zeer op, ram Jeruzalem en ram Israël, de ganze ding. Aber hij redt je van dat Heer van dem König. Dan weet je, wer dat deed, dat weer de Römer. De Römer kwamen met Titus, dat weer de generaal, of de hoofdman van de armee. En ze kwamen naar Jeruzalem, namen dat aan, nog lange tijd. Hungerden de mensen uit, hungerden de stad uit. En bloß schrakelige tijd. En zo, schließlich namen ze de stad aan, ze verbrennen den Tempel. En toen dat Gold eruit kreeg, dan wordt jeder Stein wieder gemoved. En dat is wat Jezus zei, wat er wordt passeren. En zo, dit is passiert. Aber das König, dat die toch gaan naar den König, wat er wordt komen. En zo, deze klok, die ging met 423 jaar van deze 490. En nu is de Kirchentijd, nu is de Heidentijd. Aber Paulus sagt, dat de Heidentijd wordt vol wordt. Vielleicht de nächste Heid wordt zich bekeerd, dan is de Soul vol. En dan zijn we weg. Ik weet niet, wie kan ik in dotem zaten. Aber ik geloof dat het dichtbij. De Heiden er tijd. Nou, Jezus zei een eneltje ding. Hij zei dat over Jeruzalem, dat Jeruzalem wordt versteerd worden en wordt van de Heiden beklinkt worden, wat er de tijd vorig weer. En zo, Kirchentijd, dat is waar we nu ben zijn, we leven dus aufgerand, wie zijn de Heiden, wie zijn die, wat sozusagen van de Zied zijn aangekomen, aber onze tijd randt auf. En dat is waar we aankomen. Deze ganze Prophezeiung, dat is een jüdische Prophezeiung, aber du bist in de Kirchentijd, en de Kirchentijd wordt aufgerand, de Heidentijd wordt vol worden. En dan is het erg. En zo, wanneer de Heidentijd aufrandt, maar dat vol wordt, dan geloof je wat God de Kirche wegneemt. En wanneer de Kirche weggenomen is, dan komt das König, de waar, wat wie kennen als een Antichrist, een ware Christ, der heeft verschiedene nomen in de Bibel. Aber deze persoon, die wordt komen en zegt, de König wordt met vele landen en vorsten bund merken voor een werk van jaren. Nou, hier is de ene werk van jaren wat ons fehlt. Weet je, we hebben 423 jaar, die zijn voorbij. Van de Prophezeiung, die klok is aufgerand. Aber de klok is stehen gebleven. En die wordt een dag frisch ontvangen te gaan. En weet je, wanneer dit bund gemerkt wordt, wanneer dit ware Christ, hij wordt een bund merken met vele, zegt het, dan vangt de klok weer aan te gaan. Nou, dit is een interessante ding. Ik wil niet zeggen wat ik ervan geloof. Weet je, vielleicht kan je dit beeld, aber dit is een beeld van Jeruzalem, dit is waar de tempel zal gaan gestaan. Christen zijn zich niet 100% einig over dat, aber waarom moet zeggen, dit is waar die stond. Van der is dit Muslim erlohnt. Zij hebben het tweede heiligste gebied, staat hier, de Dome of the Rock namen ze dit. En zo onder dit gebied, door zijn ze als de stein, wo Abraham Isaac opfrende, dit is de stein, wo de tempel stond. En zo, dit is waar het ganze am geht. En de oorzaak dat Israël nog niet het tempel gebouwd heeft, vinden ze een ganz rijden ver. Ze hebben alle meubelen rijden, ze hebben de priester aangeleerd, ze hebben ihre kleider, ze hebben rode fei, wat ze waren gebruikt wenn de tempel maar aangeweid met de oors van de rode kou, dat is gesetzlich zo, dat is rein allervoordig. Dat vind ik zeer interessant, als we in Israël waren, dort een beetje over te denken, te studeren. En ik zei niet laatst dat we zouden, ik kan nog beelden van de namen menorah, aber de 7 tolchlichten wat im Tempel waren en zo wieder. Dat is allerlei. Alles wat er fehlt, is dat ze vrede hebben voor dit biedland. Aber wenn die Juden dit hier würden versprengen, zum Beispiel, dann können sie einen Tag tun, und das mal alle Blick schieben mit einem Kette und an ihr Tempel da hanbüren, und dann wird die ganze Welt, und man wird schrecklich große Krieg geben. Und so dit ganze Gebiet geht hier. So hier ist, was ich glaube, was passiert. Das wahre Christ, oder das, was kommt, das König, wo von redet, die wird zwischen Israel und den Muslims. Und weet je, ich will noch eine Botschaft, weil ich je nach der Land had wezen von Israël en de landen daarom. En weet je, de landen daarom zijn ongeveer alle moslims en alle geen Israël. En dat is interessant. En dat Israël door blijft en dat het door niet al lang verband is, dat leef ik als plus God zijn hand. Wenn de landen daarom zijn 100 mal zo groot als Israël, met een veel grotere armee en alles. Aber das König, wat komt, dat geloof ik, wordt een bund merken tussen de moslims en Israël, dat ze ihr Tempel hier kan aanbouwen. En zo, dan zegt het zo steeds, in de maat van de tijd, also die wordt een bund merken voor een werk van jaren, waar we doen denken. Zo in de maat van de tijd, wordt hij dat zo rambrengen, dat de opfer en de goven im Tempel worden opgeheerd. Zo, er moet een tempel zijn voor dit. En zo, ik geloof, de tempel worden ze bouwen. Zo, dit König, die wordt een bund merken voor een werk, aber in de maat van de werk, 3,5 jaar ongeveer,
dann wird er den Bund brechen. Und dann wird er dort im Tempel abhören, like mit dort Opfer, den Tempel abhören wollen und dort auf schäselige Bild, was den Tempel in Anhören bringt, was Gott sein Gerecht über am Kämpft. So das scheint nicht, was er kämpft. Die wird in Bund merken mit Israel und den Moslems, das wird ich glaube. Und dort wird die Juden das Recht geben, ihr Tempel zu bauen. Aber dann in der Mitte von der Weg, dann wird das den Tempel veranreinigen. Und so, er wird die Opfer abhören, er wird sein Bild abstellen. Wenn ihr in Offenbarung lesen, dann redet davon, dass die ein Bild abstellen, das Bild das wird ordnen, das wird reden. Ich glaube, das wird in das Tempel passieren. Und so wird sein Bild abstellen, er wird sich selbst zu Gott merken. Und alle Menschen werden Armsallen anbeten, die werden einen Multeken haben, die werden dessen Mann anbeten, und wer nicht wird, die wird umgebracht werden. Und so das passiert in der Mitte von diesen 7 Jahren. Wenn die Bibel nennt, die letzten 3,5 Jahre von diesen 7 Jahren Triebsal, nennt die Bibel eine große Triebsal, eine schreckliche Zeit. Jesus sagt, es wird so eine Zeit sein, als nicht vorher, auch nicht nur her, jemals wird sein. Und so das wird im Kommas. Und so 400 oder 323 Jahre, oder 423 Jahre sind vergangen. Da fehlt eine Weg. Tim, dass der Weg kann losgehen, dann glaube ich, wird Gott die Kirche wegnehmen. Der Antichrist wird kommen, er wird das Bund merken, und diese Klage, die wird weiter losgehen. Und dann wird das eine Weg passieren. Und das wird wie Chan aus den 7 Jahren Triebsal. So, 490 Jahre sind bestimmt, 49 sind vorbei, 434 sind vorbei, und dann andere wieder 423, die sind passiert. Dort sind Erfüllungsjungen, dort ist vorbei. Nu ist die Kirchenzeit, nu ist die Heidenzeit. Aber die Zeit kommt, wo dieser letzte Weg, wo die Glocken im Himmel waren, für 7 Jahre wird gehen. Und so das ist eine Zeit, wo du nicht was sein. Das ist eine Zeit, wo schreckliche Dinge werden passieren. Vielleicht grühlst du dich für das. Aber weißt du, was Jesus sagt? Er sagt, lass dich nicht das Hort beanrühren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und dann sagt er, mein Vater sein Haus sind viele Wohnungen. Wenn er nicht so wie, was ich gesagt habe. Ich gehe dort hin, als ich also dahin, in die Städte rein zu merken. Und wenn ich hingehe, die Städte für ihn rein zu merken, wo ich zurückkomme, und ich auch durchnehmen, dass die da sind, wo ich sehe. Weißt du, Lied, wir sind auf dem Wakjselpunkt. Ich glaube, wir sind auf dem Punkt, wo das wird überdrücken. Und so wird es eng wird kommen. Und die Kirche wird wahrgenommen werden. Und weißt du, das ist interessant. Paulus sagt, dass dort wird den Antichrist nicht zurückhalten, was ist wahrgenommen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist mit der Kirche tut, aber in Wirklichkeit der Heilige Geist, wenn das bloß Gott fähig beiset, zurückzuholen. Na, ich glaube, an die Gebete, ans Predigen, Gott sein Wort in dieser Welt, dort hält gewisse Minuten beiset treten. Aber zum wirklich der beiset treten, da kommt bloß Gott. Aber wenn der Heilige Geist wird zurückgenommen, darum meine ich, dass der Heilige Geist wird nicht mehr existieren. Man heißt Gott und er ist alle. Aber der Heilige Geist wird für die Kirche gegeben. Und er wird auch mit der Kirche verloren, sozusagen, in den besonderen Sinn. Und dann hat der Teufel vollen Todtritt mit seinem wahren Christus, mit den Menschen, wo er wird fallen, und die wird von Teufel besessen sein, und dann wird es sehr jämmerlich dahergehen in dieser Welt. Aber weißt du Gott? Jesus sagt, glaubt an mich, glaubt an meinen Vater. Und mein Vater sein Haus ist nicht steht für uns, und ich will zurückkommen, ich will ihn durch annehmen. Aber weißt du Gott, Lied? Das ist eine schreckliche, gefährliche Zeit, um ohne Jesus leben, finde ich. Wir sind am Ende. Ich glaube, der Herr in der Soul ist voll. Da wird eine Zeit, kommt Jesus. Und dann fängt diese Glocke an zu gehen. Und ich will nicht hier sein, wenn die Glocke war jetzt. Und so dann wird die Glocke gehen für 7 Jahre. Und dann wird Israel, durch die Bibel nennt, dort wird Jakob sein Trouble sein. Sie wollen durch eine große Verfolgung gehen, so eine Dinge. Aber dann kommt Jesus zurück eng dort und er wird in 1000 Jahren zurück abstellen und er wird hier regieren. Aber da wollen wir nächstes Mal von reden. Aber ich will dich hören, du kannst von dir noch Jesus annehmen. Du brauchst dich nicht grühlen für diese Zeit. Und ich weiß vielleicht grühlen Menschen sich für diese Zeit. Aber weißt du was? Jesus hat die Schuld betont. Wie kann Jesus annehmen? Wir leben von dir in der Gnadenzeit und du hast noch Gnade für dich, du hast Vergebung für dich und du kannst zu Jesus gehören und du kannst mit Amtaub hier verloren. Und so ich will dich hören. Merk schon, dass die Jesus kann. Nehmt Jesus an als jünger Leser. Because die wollen nicht hier sein, durch die Zeit. Ich bin es wohl nicht. Und so werden wir uns heute merken, Jesus zu begegnen. Amen. Und himmlischer Vater, Dankeschön für dein Wort, Dankeschön für deine Prophezeiung.
Und ich bete, Herr, dass du uns verschhalten, zu verstehen, dass du kommst frei, du hast eine Wohnung für uns, und du wirst uns hier holen. Aber diese Zeit, wo du dir prophezeit hast, die wird aufhören, ganz bei eng. Aber dann kommst du frei mit deiner ganzen Heilige Stadt, und du wirst diese Welt regieren. Und wir danken dir dafür. Amen. Amen. Ik wil vragen dat je opstaan, dat ze weer zo'n service is. Bezied is dat we wel dat je opmerken dat we kunnen voor jullie beten. Ik heb over de laatste week gehoord, en we hebben het zelfs beleefd in ons heim. Viele mensen worden krank weer en verkillt en de flu en verschillende dingen. Mensen als ik laten aanlijken, onze office staff hier, soms deel maar de half door, als ik zo. En zo we wel dat hier best opmerken dat we voor jullie kunnen beten. Zo wanneer du best, dan würde ich die best roden, kom hier nog ver en we wel voor die beten. Vielleicht is krijg voor deze krankheid wat in jullie heim ongeet, en wat immer dat is, laat ons best jullie helpen en met jullie gaan in deze tijd waar je zijn. We geloven dat je bed dat merkt in Engelscheid, wie zijn wunder passiert, en zo we wel bloß dat met jullie top doen. Voor je werk, dan kwam onze dochter hier nog ver met een kleine baby, onze grootdochter, 6 maanden al kleine papje. Maar hij had al 5,5 maanden daarna meest niet geslapen. Hij schlijft meest krijgt niks daarna. Hij was 8 jaar. Maar ze kon niet daarna slapen, had al uitgevangen, alles verzagt. En de kleine papje, die schlijft bloß niet. En zo dan kwam Cindy hier nog ver, en het is een team die beet voor babyseler. En krijgt van daarna aan weer veel werk, de werkgever heeft de kleine baby geslapen. En wie würde kunnen zeggen, ja, wel dat is dat passiert, kleine kinderen die slapen, nogmaals niet, nogmaals doen ze. Aber ich will Ihnen sagen, für uns als Familie wird es sehr personal. Sehr persönlich wird es. Und so, wenn du was hast in deinem Leben, was sehr persönlich ist, und der Nächste vielleicht sagt, ich weiß nicht, so sehr wir dort beten. Ja, wer will dort beten? Wenn wir beten für Babyseler, und dann fangst du an zu schlucken. Fängt die schlucken, das Werkgeber. Und so, wir loben Gott für dort, und wir sagen, bis Gebet merkt den Engerscheid. Gott, der hier gebeten, er ist interessiert für alle kleinen Dinge in uns Leben. So, wenn du was in deinem Leben, Gott sieht nicht, bleibt Gott nicht rührt, kommt hier hin, und lasst uns bis mit jün top gehen, was immer in jün Leben angeht. Ich spreche in Sehen ab jün alle. Ich wünsche Ihnen ein gutes Werk, dass ihr sicher bleiben, gesund bleiben, dass ihr einen Engerscheid merken in der Welt, wo immer ihr seid, und dass ihr ein Licht bloß was dachen. Gottes Segen mit jün, bald war das sein. Dei wever all dort weiten, de Gnute fallen fri. Ich weit dat Jesus rat mi, in dort sie noch für mi. O wundervolle Radung, von Sinn merkt heim mi fri. Ich weit dort gerat sie, in dort sie noch für mi. Halleluja. Joina grata, halleluja, Wort von Rara, oh die Eist, die Salz, ihr Brücken und dort Kreuz, die Opfer durch, es ihr nicht von Schild ut op Golgata, helt i kropp